Hunbekhenhatene. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Ehrengäste und vor allem liebe Kinder. Ich glaube, wir haben nur ein Kind da. Ich habe Sie, euch im Namen unseres Teams herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie sich alle Zeit genommen, um unsere ersten Buchpräsentation teilzunehmen. Diese Buchvorstellung ist ein weiterer unübersehbarer Schritt, um zu zeigen, dass wir in unserer neuen Heimat Deutschland angekommen sind. Ich heiße Günay Darıcı. Ich bin Diplompädagogin von Beruf. Wir sind nach Berlin, nach Deutschland Ende 1996. Für mein Kind brauchte ich mehr Informationen über Schulsystem und nach Recherchen bin ich bei Jekmal gelandet. Erst als eine Mutter. Und seit 2009 bin ich die Geschäftsführerin von Jekmal e.V. Seit 1980 lebe ich hier in Deutschland. Es hat offiziell keine Kurdinnen gegeben. Es hat entweder Türken, Araber oder Perser gegeben. Und in den Zeiten hatten wir natürlich auch hart Ausländerfeindlichkeit erfahren müssen. Es gibt immer noch gegenüber kurdischen Einrichtungen, kurdischer Sprache, bestimmte Barrieren. Kurdische Identität ist hier in der Gesellschaft nicht anerkannt. Also es gibt Schubladen. Also wenn man hierher kommt, also das ist entweder du kommst aus der Türkei, aus dem Iran, aus dem Irak, aus Syrien. Du kommst nicht als Kurde oder Kurdin her. Wir sind heute Menschen mit ausländischem Hintergrund, aber damals hießen wir nur Ausländer. Als Türkisch hier anerkannt wurde, hat man auch einen Elternverein gegründet, türkischer Elternverein. Es gab einen türkischen Elternverein, waren auch von uns, die einige Leute dort gearbeitet haben. Natürlich in Berlin waren wir auch sehr viele kurdische Stämmige, Sozialarbeiterinnen, Lehrer, Lehrerinnen, die mit der kurdischen Identität nicht vorankommen. Weil man für Türkisch hier bezahlte Lehrer angestellt hatte, die machten Fortbildung und so weiter, die entwickelten Materialien für zweisprachlichen Unterricht. Aus meiner Initiative ist auch eine kleine Gruppe entstanden. Wir haben dann angefangen, parallel Materialien zu entwickeln und so begann dann unsere Geschichte. Rıza Baran war wirklich ein Mensch, der in Berlin, auch im Bildungsbereich, sehr aktiv und wichtig war. Erstmal, das war seine Idee, zu einem Verein zu gründen. Weil er als Lehrer gearbeitet hat, hat er sehr viele Probleme mitgekriegt. Weil wir selber Lehrer waren, wir durften keine Elternvereine gründen. Wir haben versucht, Eltern zu aktivieren, die in dem Vordergrund stehen, weil die Eltern hier tatsächlich sehr große Macht haben. Also war das schon eine Entscheidung, dass wir das Notwendigkeit, dass die das machen. Dann haben sie mich dazu geholt. Also war ich die einzige Frau, kurdische Frau, die in diesem Bereich gearbeitet hatte damals. Und bei den ersten Versuchen scheiterte alles.
Da haben sie uns türkische Vereine geschickt, wie türkische Elternverein. Ist gar nicht nötig. Warum hat man einen kurdischen Verein? Es gibt solche Stellen, da können die kurdischen Eltern hingehen. Wir sagten ja, wir leben hier, unsere Kinder wachsen hier, wir wollen auch unsere Sprache lernen. Und die offiziellen Stellen haben sie gesagt, ja, für sie sind die, zum Beispiel in unserem Fall, türkisches Konsulat sollte für uns verantwortlich sein. Das heißt also, wenn ich sage, Lamm und Wolf in einem Raum zu halten, weil diese Stadt hatte viele von uns vertrieben. Und wir sollten uns an diese Stellen wenden, damit unsere Kinder ihre Sprache nicht lernen, die in der Türkei verboten war. Am Anfang war ich alleine, aber als angestellte Person war ich alleine. Ich war nie alleine. Hadje war immer auf meiner Seite. Kann man so sagen, Hand in Hand haben wir zusammengearbeitet. Ein bisschen später habe ich Cornelia kennengelernt. Dass wir in Berlin tatsächlich jetzt auch den nächsten Schritt gehen können, Richtung Kurdischunterricht in den Schulen, Richtung Mehrsprachigkeit. Und darauf freue ich mich sehr. Wir hatten 2014 das Massaker an den jesidischen Menschen und die großen Fluchtbewegungen. Und dann waren viele Menschen plötzlich in Deutschland. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die deutschen Behörden irgendwie bei diesem Aufkommen der Menschen, geflüchteten Menschen, alles auffangen könnten ohne Hilfe von Jekmal. Die Institutionen und Schule und viele Bereiche des öffentlichen Lebens sind eigentlich schon gekennzeichnet von Rassismus, von Abwertung. Da sind die Leute von betroffen. Einwanderungsrecht muss nicht nur für die privilegierten Menschen sein, die von bestimmten Ländern kommen, sondern für alle Menschen, vor allem für Menschen, die in Not sind. Wir sind keine Ausländer, wir sind Bestandteil dieser Gesellschaft. 2015, 2016 haben wir angefangen mit Beratung. Und unser Anwalt, Jalal Muhammad Amin, hat einfach angefangen, auch Rechtsberatung zu machen. Ich arbeite im Bereich Asylaufenthaltsrecht und wir arbeiten zusammen, ich und Fehmi, in viele Bereiche. Ich bin Rechtsdienstleister auch in ausländischen Recht. Das heißt, wir helfen die Ratsuchenden, um viele Unterlagen zu besorgen aus Syrien, Libanon oder Palästina oder Irak. Das heißt, wir helfen nicht nur in Deutschland, außerhalb Deutschland auch. Und wir haben tatsächlich als erster kurdischer Verein in Berlin eine Rechtsberatungsstelle bekommen. Der Senat hatte tatsächlich wohl verstanden, dass es ein Bedarf ist, zu beraten in Kurdisch. Ja, ich spreche Kurdisch, Arabisch, Deutsch und Türkisch auch. In unserer Beratungsstelle brauchen keine Dolmetscher oder externe Dolmetscher, weil wir selber sprechen diese Sprache. Ich und Fehmi fast 7 oder 8 Sprachen wir sprechen. Meisten unserer Ratsuchenden kommen aus Regionen im Mittleren Osten mit kurdischen, türkischen, arabischen und afghanischen Hintergrund. Und wir bieten dann Beratung auch in alle diese Sprachen. Ich glaube, Jekmal ist ich bin nicht sicher, vielleicht nicht die einzige Migrantenorganisation, wo Asylrecht, Asylberatung gemacht wird. Aber wenn nicht einzige in Berlin oder in Deutschland weit, eine von wenigen. Das Wort Kurdistan. Wegen diesem Begriff wurden unsere Anträge so oft abgelehnt. Mit der Begründung, es gäbe kein Kurdistan. Jahrelang haben wir nur Überzeugungsarbeit gemacht. Die Arbeiten, die wir gemacht hatten, die fanden diese Materialien didaktisch, methodisch sehr wertvoll. Als wir sagten, ja, dann schreiben wir mal bitte irgendwie ein Vorwort. Nein, das können wir erstmal nicht. Und erst
hatten wir diese Zwänge nicht mehr, als sie tatsächlich überzeugt waren, dass wir gut meinen. Ich bin ja sehr, sehr glücklich jetzt, dass Jekmal von vielen, wahrscheinlich von allen Instanzen auch akzeptiert wird. Jekmal دتنبونا دزگهند فرمی وکی کنسولوسخانه جبو کردان دزگه که جبو همو کردان ji her çar perçeyên Kurdistanê û hem jî kesên li vê derê hatine dunyayê li vê derê mezin bûne ciheke navendekê hevdîtinê ye û navendekê hevdûnaskirinê ye navendekê piştgiriya hevdûkirinê ye çi kurmanc be, soran be, kirmanc be, an jî hevraman be, êzîdî be, Sunî be, Qizilbaş be yani li vê derê Kurd tên cemhev hem xebatkarên hem xebatkar tên cemhev hem jî xebatên li vir ji bo Genauso wie quasi unsere BesucherInnen und Klientinnen, so vielfältig ist auch unser Team. Ich bin zuständig für den Bereich Eltern- und Familienbildung in Berlin. Unsere Aufgabe ist es, Fachkräfte dabei zu unterstützen, mit Eltern zu arbeiten, mit Eltern, die Migrationsgeschichte haben und unsere Erfahrung, die wir seit 30 Jahren in diesem Bereich gesammelt haben, weiterzugeben. Unsere Angebote sind Spielgruppen, Eltern-Kind-Aktivitäten, Beratungsangebote wie Erziehungsberatung oder Frauenberatung. Wir haben Müttertreffen, Vätertreffen, Frauenfrühstück, ein Frühstück für alleinerziehende Mütter. Für uns ist es wichtig, dass wir Familien aktivieren, dass wir die Beteiligung der Familien, der Eltern mit Migrationsgeschichten in Bildungseinrichtungen erhöhen. Wir stärken sie auch emotional, weil viele sind verunsichert, sie sind von Diskriminierung betroffen und haben einfach Angst, sich zu beteiligen. Ich glaube, es liegt auch auf jeden Fall an der Sprache, dass die Leute zu uns kommen, weil sie einfach ihre Heimatländer auch viele verlassen haben, Bezugsorte, Bezugspersonen und das können sie halt auch hier wiederfinden. Wir schauen immer, was Menschen mitgebracht haben und vielleicht durch die Migration, also diese Stärke vielleicht vergessen haben oder nicht mehr ausleben können. Nina 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 esmer walla nina çavreş billa nina 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 Ich bin Koordinator im Bereich Hilfen zur Erziehung von Jekmal. Da begleiten wir meistens Jugendliche und helfen ihnen in der Verselbstständigung, in ihrem Alltag. Unsere Aufgabe ist es nicht, in die Familien reinzugehen und Hilfen abzunehmen, sondern den Familien und den Jugendlichen und den Kindern helfen, sich selbst zu helfen, also Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Wir arbeiten berlinweit, unser Büro ist zwar in Neukölln, aber wir kriegen Fälle von den verschiedensten Jugendämtern Berlins. Darüber hinaus gehört zu unserem Bereich die soziale Gruppenarbeit, die auch ein Teil der Kinder- und Jugendhilfe ist. Teilweise ist es dann halt auch so, dass die Hilfen nur auf der jeweiligen Sprache dann stattfinden und die deutsche Sprache keine große Rolle spielt. Akademiya Yekmalê yek ji beşên Yekmalê ye ku li ser lêkolînên serzimanê Kurdî, perwerdehiya Kurdî û ji bo materyalên bo hînkirina zimanê Kurdî û weku din jî çalakiyên derbarê zimanê Kurdî da alaqedar dibe. Akademî ji xeynê lêkolînan materyalên ji bo zarokan amade dike. Çima materyalên zarokan amade dike? Ji ber ku du heb hêlînên me, baxçeyên me yên zarokan hene li Berlînê. Li wan deran zarokên ji 6 mehî heta 6 salî bi Kurdî û Almanî perwerdehiyê dibînin. Wekî perçeyekê perwerdehiya wan materyalên du zimanî ji wara hewcene. Hem ji bo zarokan, hem ji bo dêbavên wan, hem jî ji bo mamosteyên me hewcene.
Ich leite die bilinguale Kita in Wedding. Bei uns läuft es so, dass wir den ganzen Tag in kurdischer und deutscher Sprache die Kinder begleiten. Die Kinder, die zu uns kommen, sind meistens mit Muttersprache Kurdisch und auch Deutschsprachige sind auch dabei. Und die Kinder entscheiden, in welcher Sprache sie den pädagogischen Alltag verbringen. Als ich hier in Kita Pia mein Praktikum gemacht habe, vor circa 6 Jahren, es hat mir gefallen, weil meine Muttersprache ist auch Kurdisch. Als ich klein war, konnte ich leider nicht meine Muttersprache angstfrei erwerben. Und als ich dann hier angefangen habe und gesehen habe, die Sprache ist anerkannt, das hat mir Freude gebracht, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt meine Ausbildung mache, möchte ich gerne hier weitermachen. Und ich fand es schön, dass die Kinder angstfrei ihre Muttersprache hier erlernen können. Es gab immer Bedarfsmeldungen an Jekmal, also aus dem ganzen Bundesgebiet, dass Jekmal, also das Erfolgsmodell Jekmal auch bundesweit zum Tragen kommen soll. Also meine Vorgängerin hat eine Umfrage erstellt und auf der Grundlage dieser Umfrage hat man so quasi ein Stimmungsbild, also wo die neuen Standorte aufgebaut werden können. Und wir haben die Standorte Mainz und Essen März 2021 aufgebaut und einen Monat später kamen dann die Standorte Bielefeld und Herford dazu. Im September 2022 haben wir dann den Standort Bremen aufgebaut. Also jetzt neben Berlin sind wir in weiteren 5 Standorten aktiv. Zurzeit bin ich verantwortlich bei Jekmal eine Antidiskriminierungsstelle aufzubauen. Und diese Stelle oder das Zentrum heißt halt Zentrum für intersektionale Diversität. Da biete ich Multiplikatorenschulung an zum Thema Rassismus, Antidiskriminierung, Empowerment. In jedem Bezirk gibt es eine Registerstelle und es ist möglich, sehr niedrigschwellig, online, per E-Mail, per Telefon, jegliche Form von Diskriminierung zu melden, also antisemitische, rassistische, antischwarzen Rassismus, antimuslimischen Rassismus, frauenfeindlichen, LGBTIQ-feindlichen, gegenüber behinderten Menschen kann Diskriminierung gemeldet werden. Zum Beginn des Jahres haben wir gesagt, das Netzwerk soll nicht nur für Jekmal verfügbar sein, sondern auch für weitere kurdische Einrichtungen, Vereine, Initiativen, Personen, also die können zum Netzwerk kommen und die können auch sich einbringen, also hinsichtlich der übergreifenden Themen für die kurdische Gesellschaft in Deutschland insgesamt zusammenarbeiten. Durch Günay's Arbeit, Engagement, Leadership hat sie es geschafft, wirklich so 2 Kitas mitzugründen, dass mehrere Standorte entstanden sind. Und die Akademie wurde mitgegründet. Meinen Bereich haben wir zusammen so mit aufgebaut. Man braucht jemanden, der so ein bisschen Anleitungen gibt und Ideen gibt. Also Günay ist dafür geboren. Das ist ja eben keine Arbeit, die wir alleine machen als einzelne Person, sondern wirklich zusammen im Team. Die uns, egal mit Ideen oder Wünsche oder zeitlich, die uns unterstützt haben. Ich bin sehr, sehr dankbar. Als eine kurdische Person ist Jekmal für mich ein Lebensort. Zu diesem Verein kann ich mich mit meiner Sprache, mit meiner Kultur einbringen. Das Newroz-Fest, Newroz-Feierlichkeiten zu einer Tradition geworden sind, ist eine Bereicherung für deutsche Kultur auch hier. Früher, vor Jahren, in den 70er Jahren war ich auch hier. Keiner isst als damals Knoblauch. Aber wenn jemand jetzt Döner haben möchte,
mit Knoblauch, aber selbstverständlich. Also immer, wenn wir abends zusammenkommen, zum Beispiel wenn wir Klausurtagung machen oder bei einer Fortbildung für Eltern innerhalb von Jekmal. Es gibt Feuer, es wird Feuer gemacht, das Wärme gibt, aber auch eine Tradition hat in der kurdischen Identität und dass Halay getanzt wird. Im Moment, also kann man so sagen, fast hunderte angestellte Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen hat Jekmal, die nicht nur das als Arbeit sehen, natürlich mit Disziplin, aber sie arbeiten mit ganzem Herz.